Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, heute alles ganz gut. Ich weiss nicht, ich muss schnell vorab sagen, ich weiss nicht, ob ich die Podcast-Folge so ernst kann aufnehmen kann, weil wir haben gerade einen neuen Nachbar. Ich weiss zwar gar nicht, ob er neu ist, aber ich nehme es an, weil wir haben etwas Neues entdeckt. Oder er hat etwas Neues entdeckt. Er hat Singen für sich entdeckt. Der Sieg ist seit einer Stunde gerade am Singen. Und ich rede jetzt nicht von, irgendwie, weiss doch nicht, er ist irgendwie in der Küche am Abwaschen und singt oder lallt nebenbei oder ist in der Dusche. Ich rede auch nicht davon, dass er jetzt gerade am Karaoke singen ist und seine Kehle aus dem Leib schreit. Ich rede von dem, wie sagt man dem? Von dem, ich kann nicht mal, es ist nicht mal singen, es ist nicht mal so, weißt du, mit Text, sondern es ist so ein bisschen YOLO. Seit einer Stunde! Ja, aber ich sage im Fall, also ganz ehrlich, es passieren gerade so weirde Sachen. Ich bin also ich habe vor einer halben Stunde schon die Podcast-Folge aufnehmen. Also nein, ich habe eigentlich schon seit 4 Tagen die Podcast-Folge aufnehmen und bin absolut am Prokrastinieren gewesen. Es tut mir so leid an dieser Stelle. Aber es ist fucking heiß und es ist so viel los gewesen. Dafür habe ich auch sehr viel zu erzählen in dieser Podcast-Folge. Es wird ein whole Live-Update geben. Also wirklich, ich habe nicht gewusst, dass in einer Woche so viel passieren kann. Aber ich freue mich, zu euch erzählen. Es gibt geile Sachen, die ich euch erzählen kann. Aber ja, ich habe jetzt eigentlich seit einer halben Stunde schon die Podcast-Folge aufnehmen und habe meine Speicherkarte gesucht für die Kamera da vor mir. Und ich tue die immer ins Aussenfach meiner Tasche. Immer, weil ich habe die immer dabei, damit ich spontan irgendwie, weiss doch nicht, ich kann etwas filmen. Ich weiss nicht, ich habe die immer dabei. Oder wenn ich gehe mega oft ja auswärts in Cafés oder so arbeiten und wenn ich zum Beispiel jetzt Podcast-Clips oder so muss schneiden und ich will die spontan machen, dann kann ich das gerade machen, weil ich meine Speicherkarte dabei habe. Und einfach, ich habe die einfach immer dort. Und ich habe 2 vorher geschaut und sie war nicht mehr dort gewesen. Ich kann mir keinen anderen Ort vorstellen. Also weißt du, so wie, klar gibt es mal einen Moment, wo sie vielleicht auf unserem Tisch liegt oder so, aber wie, sie ist mainly dort drin. Wenn ich wirklich ein unordentlicher Mensch bin, bin ich in diesen Punkten so, also wenn ich mal so einen fixen Ort habe, wo ich meine Sachen her tue, dann bleibt das auch der Ort so. Und irgendwie habe ich so gesagt, what the fuck? Und auch gestern habe ich so meine Ringe gesucht und ich habe keine Ahnung, wo die sind. So, ich mir vorstellen, wir haben so eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Also wirklich, es ist nicht schwer, irgendwie etwas zu finden oder so, wenn du etwas verloren hast. Also, ja. Und ich habe meine Ringe gesucht und ich war so sad gewesen, weil eben, wir sind jetzt, ich erzähle dann nachher noch, wir sind an die Übungssäure gegangen und ich wollte slayen und ich finde einfach meine Ringe nicht, das war so sad gewesen. Ja, die habe ich dann immer noch nicht gefunden. Mein Hausschlüssel habe ich mir auch mal irgendwann gedacht, so, yo, wo zum Fick ist eigentlich der? Aber den Hausschlüssel, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon 1000-mal irgendwo verleiht. Also den habe ich meistens ist der Can der ja daheim bleibt oder wir gehen zusammen raus und er nimmt dann den Schlüssel mit. Also wirklich, ich bin da, was Schlüssel angeht, wirklich so die unverantwortlich. Aber eben, das ist wie schon ein paar Mal passiert und darum bin ich jetzt auch nicht so gewesen, oh mein Gott, wo ist mein Schlüssel? Sondern ja, okay, den sehe ich wahrscheinlich in 2 Wochen irgendwo wieder. Aber ich habe ihn auch nicht gefunden. Ich habe gedacht, what the fuck? Und ich bin jetzt die ganze Wohnung auf den Kopf stellen gewesen, um meine scheiß Speicherkarte zu finden. Also ich hätte schon noch irgendwo andere, aber das ist so meine Lieblingsspeicherkarte. Das ist so die hat am meisten Platz. Ich tue nur mit der arbeiten. Die anderen sind, ich weiß auch nicht, das sind so, nee, will ich nicht. Brauche ich nicht. Genau. Und ich habe dann Video gesucht, die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Der Can ist in der Unterhose da in der Küche am Dingsbrötli essen, am Gurkenbrötli. Und ein Video schauen. Ich so, Can, meine Karte ist nicht da, hast du sie gesehen, hast du sie mal eingeteilt? So mega voll Ohr gemacht. Und nachher ist er dann auch irgendwann suchen gekommen. Und ich so, ich habe sie in dieser Tasche eigentlich immer und so. Und nachher hat er auch alle Löcher, alles durchsucht. Also alle kleinen Fächchen und so, nichts gefunden. Und ich habe wirklich, meine ganze Tasche war ausgeleert gewesen. Und also weißt, während man sie so halt in der Luft dingelt, raschelt es plötzlich so. Und ich bin so, what the fuck? Und ich höre so wie so Münze, wie so Sachen und einen Schlüssel und also ja. Und ich habe mir gesagt, das kann jetzt nicht sein. Wo? Ich habe in allen Taschen geschaut. Und dann fühle ich halt so und ich fühle meinen Schlüssel durchs Ding, also durch den Stoff. Und wir sind so, okay, in dem Fall hat irgendwo ein Loch. Ich suche überall, es hat nirgends ein Loch, ich könnte schwören. Und ja, long story short, sagt man dem so? Long story short? Ja, ich glaube schon. English Skills, yeah. Ich habe dann irgendwo ein Loch gefunden, beziehungsweise Can. Also wirklich, ich habe kurz gedacht, das ist ein scheiß Matrix-Moment.
Aber ja, ich habe dann meinen Schlüssel gefunden, ich habe meine Ring gefunden, ich habe meine Speicherkarte gefunden und ich habe noch Münze gefunden, ich habe sogar Euro gefunden. Also es ist wirklich, ja, ich bin dann kurz rich geworden. Also es ist crazy gewesen, was ich da alles gefunden habe und die ganze Zeit mit mir rumgetragen habe und ich habe es einfach nicht gewusst. Das ist doch schön. Aber ja, ich bin froh, dass ich alles wieder gefunden. Ja, es war gerade eine lustige Erfahrung gewesen, ein Glücksmoment. Genau. Aber ich habe euch, Leute, ich habe euch so viel zu erzählen. Ich habe jetzt da meine Notizen schön gemacht von allen Erlebnissen. Und ich fange eigentlich schon mit dem also nicht das coolste Erlebnis, sondern einfach so mal, das muss ich jetzt, habe ich euch einfach als erstes schon mal erzählen. Und zwar, also ich habe es so herzig gefunden, ich kann gar nicht mehr, ich habe es so fucking herzig gefunden. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, falls ihr meine Podcast-Folgen regelmäßig hört, ich habe irgendeine Podcast-Folge, ich weiß schon gar nicht mehr welche, ich glaube so vor 3-4 Wochen, oder 5, habe ich erzählt, dass ich in der Schule bei einem Modul keinen Laptop dafür brauche und darum war mir langweilig gewesen. Und dann habe ich während der Lektionen angefangen zu zeichnen. Und ich habe dann wie so eine Collage-mäßig gezeichnet über alle Sachen, die sie erzählt hat. Also meine Lehrerin so, weil sie hat von den 90er Jahren gelauert und so. Und ich habe dann wie so eine Zeichnung gemacht über die 90er Jahre und so ein bisschen Details von dem, was sie erzählt hat. Und ich habe eigentlich noch so als Joke in der Podcast-Folge so gesagt, ja, das könnt ihr ja auch machen, während ihr meinen Podcast hört. Und jetzt hat mir einfach ein Girl, oh mein Gott, ich kann nicht mehr, hat mir auf Insta hat sie mir ein Foto geschickt, wie sie ein Bild gemalt hat neben meiner Podcast-Folge. Ich hoffe, ich kann das einblenden, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Und sonst, ich poste es noch auf meinem Instagram-Account, die 9 Pause. Da könnt ihr es gerne anschauen. Also wirklich, könnt ihr es anschauen, es ist so unglaublich cute. Und sonst, falls ihr es gerade nicht gesehen ich rede einfach schnell, was so drauf ist. Es steht Nati-Podcast und wer ist wieder da? Nina, ein Alphorn, 20 Noten, was ist noch? Irgendwie der Can, der so das Klavier im Gesicht hat. Ich weiss aber leider gar nicht, welche Folge das ist. Ich müsste die noch mal hören. Ich glaube, das ist noch mal ein bisschen lustiger. Dann sieht man eine Schweizer Karte, dass ich in Zürich wohne und dass ich, so cute, so ein der Welsh Teil, also der französische Teil von der Schweiz ist so markiert. Wahrscheinlich hat sie darüber geredet, dass ich in Mond war oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Dann hat sie mich gemalt von meinem Bild, von meinem Podcast und dann noch so Sachen geschrieben, Social Media, ChatGPT, ich kann ja nicht. Ja, und ein Handy, nein, wirklich so herzig. In wie vielen Minuten das war? 25, 37, also nein, wirklich sehr, sehr cute. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie du heisst. Aber ich grüße dich auf jeden Fall ganz, ganz fest. So unglaublich herzig, Alter. Ja, das war schon mal das Highlight von dieser Woche. Sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Aber wir haben noch ganz viele Highlights von heute, von dieser Woche. Ist jetzt voll random, ich muss jetzt das einfach so wirklich ablisten. Und es ist auch das erste Mal, oder das ist schon nicht das erste Mal, aber schon seit längerem, wo ich wieder mal wirklich während der Woche so etwas erlebt habe und bin so gewesen, oh mein Gott, das muss ich deinem Podcast erzählen. Und jetzt hocke ich so da und bin so, will ich das erzählen? Weil der nächste Punkt ist so ein bisschen, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum mir gerade unangenehm ist, aber ich finde eigentlich, Bro, ich bin ehrlich, es ist so ein scheuer Ego-Push gewesen. Es ist so eine, ja, wenn du in einer Beziehung bist, seit 7 Jahren, dann passiert dir das selten. Wirklich seltener. Ich weiss gar nicht warum. Vielleicht, also ich weiss nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du in einer Beziehung bist, dann wirkst du doch irgendwie viel mehr so besetzt. Oder ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich von außen, also dass jetzt nie, vielleicht bin ich auch hässlich oder unattraktiv, aber es kommt nie wirklich selten ein Typ zu mir, der so ist, so, hey Schnurren, geil, kann ich Nummer haben oder keine Ahnung, weißt du, es macht mich jetzt selten ein Typ an, sagen wir so. Ich schiebe es jetzt drauf, dass ich in einer Beziehung bin. Aber jetzt diese Woche bin ich mit meiner Kollegin in Zürich gewesen. Und es war so random, es waren so 2 Dudes, die von wo sind sie gekommen? Von Polen? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Aber sie haben auf jeden Fall nicht, also sie sind nicht von der Schweiz gekommen, sie haben nicht Schweizerdeutsch geredet, sie haben also einfach Polnisch miteinander geredet. Und ich habe dann gedacht, geil. Ja, also dann ist die Chance relativ groß, dass du mich nicht von Social Media kennst. Und also, ja, also stopp, ich will, ja, ich check it. Aber, ja, er hat mich dann eben so angeschaut und ich habe eben gemeint, er kennt mich einfach von Social Media, weil das ist bei mir in meinem Alltag jetzt öfters der Fall, dass wenn mich jemand lange anschaut, dass er mich dann auch von Social Media kennt und jetzt nicht, weil er sich denkt, boah, geile Schnurren, muss ich mal ansprechen. Und dann ist dann irgendwann, also neben so 2 Dudes und dann ist irgendwann der eine Dude, ist zu mir gekommen, also mega random, wir sind so das zweite Deck gehockt und dann ist er wie so neben uns gehockt
und also hat so angefangen zu fragen, so, also mega respektvoll, so hey, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, einfach so ein bisschen Smalltalk geführt, so. Und ich habe mega gemerkt, und ich habe meine Kollegin so, also weißt du merkst ja mega schnell, auf was er aus ist. Also wie, normalerweise kommt ja jemand zu einem, weil er gerade etwas will, weißt du, entweder fragst du nach dem Weg oder irgendwie, ich weiß doch nicht, wenn einfach jemand mit Smalltalk anfängt, so hey, was macht ihr da, wie heisst ihr, hoi, ich bin der Franz, wie heisst du, dann weisst du als Girl, oder ich weiß nicht, ja, also weisst du ja meistens, okay, das ist jetzt aus dem Grund. Und irgendwie habe ich und meine Kollegin, also ich habe es für mich mega schnell gemerkt, dass ich so in dieser Anti-Haltung bin. Also so mega so, oh mein Gott, verpiss dich. Und ich habe gerade alle möglichen Signale geschickt von, ich habe 0,-0 gerade Bock zu mit dir reden. Und ich habe auch so, weißt du, so mit meiner Kollegin so einen Blick zutust, so, ich will Hilfe und so. Und obwohl der Typ, also wirklich, er war richtig respektvoll gewesen. Also so, er hat so sich vorgestellt und hat so die Hand uns geschüttelt und hat gefragt, wie wir heissen und einfach so Sachen. Und nachher hat er gesagt, mega random, dass sein Kollege mich mega hübsch gefunden hätte und hat fragen, ob er meine Nummer könnte haben. Ja, ein bisschen ein small dick Move gewesen, dass er nicht selber gekommen ist. Nein, Spaß. Aber ja, also was mein Hauptlearning, also was mich mega so zum Nachdenken gebracht hat, ist einfach so, dass ich so gemerkt habe, wie wir automatisch so mega in dem Mut gekommen sind, von so komplett alle Signale zeigen, von gar kein Interesse haben und mega abgeneigt. Also weißt du, mega so diese Person, also einfach so mega also ich finde es irgendwie, wenn ich im Nachhinein so zurückdenke, weißt du, also wie, ich habe dann nachher gesagt, so hey, ja, mega cute, so, ich habe einen Freund, aber ich nehme das als Kompliment, weißt du, so mega herzig. Und nachher ist er auch wieder gegangen und so, also hat dann wie, keine Ahnung, einfach mega nicht aufdringlich und weißt du, so, also, ja. Und ich habe also für mich in meinem Kopf war einfach so, ich finde es so schade, dass, also ich will jetzt nicht für die Allgemeinheit reden, aber ich merke es ja schon wahrscheinlich, dass bei den meisten Girls, weil wir so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben oder immer noch machen, mit Typen oder mit Männern, die zu uns kommen und uns belästigen, dass wir schon automatisch in dieser Haltung sind, dass wenn man ein Typ kommt, dass wir dann schon sind, eben so, oh mein Gott, verpiss dich, wir schicken jetzt dir alle Signale, dass wir keinen Bock auf dich haben und das, also so richtig, weißt du, man kann ja auch einfach mal respektvoll gleich so antworten, hey, ja, ich bin Nati und so, also weißt du wie, das muss ja nicht gerade etwas heissen, dass ich jetzt Interesse habe, aber ich habe einfach irgendwie, ja, einfach so im Nachhinein so gedacht, ich finde es voll scheiße, dass ich so gewesen bin, weil, also ich habe mich irgendwie selber hure unfreundlich gefunden und gleichzeitig habe ich es eben auch so, habe ich es auch so schade gefunden, weil das ja so logischerweise einen Hintergrund hat. So. Ich drehe mich gerade im Kreis, ich glaube, ihr wisst, was mein Punkt ist. Aber das hat mich irgendwie hure zum Nachdenken gebracht. Und eben, nachher habe ich irgendwie voll können lösen. Also ich habe dann nachher eben so gesagt, ich habe einen Freund, aber ich nehme es als Kompliment. Und dort habe ich nachher so mega locker sein, weil er ist auch, also der Kollege ist dann dazugekommen und wir haben jetzt nicht mega lang geredet, sie sind dann mega gegangen, also wir wollen nicht aufhalten und so, also so, wir haben nicht unterbrechen, so mäßig. Aber einfach so eigentlich mega cute, mega freundlich, aber ja, keine Ahnung, ich habe mich nachher so geschämt, weil sie so einfach so Liebe sind und irgendwie so, und ich bin so böse gewesen und habe sie so wie Abschum behandelt, Alter, so mäßig, so, was machst du da? Ja, darum, falls mal irgendjemand zu euch kommt, ja, dann sind lieb, sind besser als ich. Außer der ist ein Arschloch und der belästigt oder wirklich, dann nicht. Ich habe gerade viel zu lange geredet über den Punkt, aber ich hoffe, ihr habt es getrackt. Wir gehen zum nächsten crazy Punkt von dieser Woche. Falls ihr das Video schaut, seht ihr das? Ich habe neue Nägel. Und ich glaube, für die regelmäßig meine Podcast-Folgen hören, die haben auch schon mitbekommen, dass ich Struggles habe mit dem Nagelstudio. Oder habe ich das in meinem Podcast erwähnt? Ich weiß es eben leider gar nicht mehr, weil ich auf jeden Fall in meiner Insta-Story schon drüber geredet. Ich habe auch schon ein TikTok drüber gemacht, dass ich mich abgefuckt habe, weil wirklich die letzten paar Mal, als ich ins Nagelstudio gegangen bin, ist immer die gleiche gewesen, die mir die Nägel gemacht hat. Und die ist einfach... Ich habe Angst vor der. Ich habe einfach literally Angst vor der. Ich finde es so schwierig, zum so können erklären, weil es hat jetzt nicht so einen Moment gegeben, wo sie sich komplett daneben benommen hat und ich kann jetzt den bringen und die checken. Sondern es ist ja wie, es ist einfach so eine Energy. Also verstehe mich nicht falsch, ich check hure, dass es ein mega crazy Business ist und auch bei ihrem
Spot, wo sie sind, es läuft halt wirklich mega viel. Darum, also ich verstehe komplett, dass die wahrscheinlich die ganze Zeit gereizt sind, gerade wenn sie hure viel mühsame Kunden haben, weil es gibt halt leider sehr viele Leute, Kundinnen, die einfach anstrengend sind, die böse sind und die herablassend, was sagen wir nicht herablassend? So von oben herab sind so. Ich check das hure, also wirklich. Und also ich würde von mir behaupten, dass ich eigentlich wirklich so eine unkomplizierte, chillige Kundin bin. Ja, hoffe, das sehen die sie auch so. Aber es ist wie so ein bisschen, ich finde es so schwierig. Also sie ist einfach sehr, also als ich sie das erste Mal hatte, habe ich gemeint, sie hat einen schlechten Tag. Also so richtig, so ultra pisst, ultra gereizt. Also wie ich habe gemerkt, sobald ich einen Pieps mache, also weißt du, so, manchmal ist es irgendwie so, dass man, keine Ahnung, zum Beispiel wenn du die Nägel kürzt, dann tut sie es kürzen und meistens fragt sie dich, ist gut so. Und ich habe mich dann fast nicht getraut, zu sagen, hey, gerne noch mal ein bisschen kürzer, weil ich so das Gefühl hatte, also sie hat mir dann komplett die Attitude gegeben, so, jetzt muss ich es machen. Also einfach so, ich habe mich voll nicht getraut, um irgendetwas zu sagen, ich habe mich so unwohl gefühlt, ich weiß nicht, vielleicht, es gibt doch einfach so Leute, die so richtig negativ sind, so richtig abziehen. Sie müssen nicht mal etwas sagen, einfach die ganze Attitude. Und sie ist also am ersten Tag schon so gewesen, und ich habe gedacht, okay, voll easy, weil sie hat vielleicht einen mega scheiß Tag gehabt und eben, ich check, das Business ist crazy. Und es ist dann einfach beim nächsten Mal und beim übernächsten Mal und beim übernächsten Mal einfach auch so gewesen, so richtig schlimm. Vor allem am schlimmsten war, wo sie einmal ja, ich habe dann rote Nägel, weil ich mache jetzt einfach gleich schnell ein Beispiel. Und sie hat mir wie dann also bei einer Hand eine Schicht drauf da. Und also für die, die es nicht checken, du tust ja, wenn du es nachher in das Ding hineinhebst mit dem UV-Licht, dann ist es nachher, kannst du es ja nachher nicht mehr wegmachen. Aber vorher kannst du es noch wegmachen. Und ich habe dann wie vorher schon gesagt, hey, können wir vielleicht gleich einen dunkleren Rotton machen, weil das ist mir zu hell so. Und nein, es ist einfach, sie hat mich so richtig, ich kann es gar nicht wirklich nachmachen, sondern sie hat mich so richtig so, also muss ich es jetzt nochmal machen? Oder irgendwie so etwas hat sie gesagt. Also so, ja, ich weiß auch nicht, ja, vielleicht checken das so. Es ist einfach, also ja, grundsätzlich, ich habe mich fett unwohl gefühlt und es ist einfach, ich bin jedes Mal nach dem Nagelstudio. Ich merke einfach so bei so Sachen, wenn Menschen hässig auf mich sind oder, also das Schlimmste ist für mich, wenn ich so in der Öffentlichkeit bin und irgendjemand fickt mich an. Auch wenn es voll nicht valid ist oder auch wenn es voll valid ist, es kommt gar nicht darauf an. Bei mir sitzt das nachher wirklich den ganzen fucking Tag. Ich kann nur noch über das nachdenken und bevor ich schlafen gehe, ist das nachher so präsent, dass ich muss die ganze Szene immer wieder durch meinen Kopf gehen. Ich kann das irgendwie voll nicht einfach so easy abprallen und sagen, ja, ist ein scheiß Wichser, Alter, und das sehe ich nie mehr in meinem Leben. Sondern ich merke einfach so, mich belastet das irgendwie hure, wenn jemand mich so viel anfickt. Auch wenn es nicht mal wirklich anfickt ist, sondern irgendwie, ja. Und ich habe mich einfach jedes Mal nach dem Nagelstudio so nicht wohl gefühlt. Und ich habe jetzt ja auch, wie gesagt, das TikTok und alles gemacht und jetzt bin ich das erste Mal in ein anderes Nagelstudio gegangen und ich habe meine Eier sowas von in die Hand genommen, weil ich bin gar nicht ein Mensch, der gerne irgendwie so, weiss ich nicht, irgendwo anläutet oder irgendwo alleine genommen jetzt hingeht. Also weißt du, wenn ich mal so, zum Beispiel jetzt im Nagelstudio bin ich als erstes mit der Leila dort hergegangen und dann ist easy, dann schaffe ich es nachher auch irgendwann alleine hergehen. Ich bin auch mit der Nina zum Beispiel ins Bodyforming gegangen, wo sie nachher in Hongkong war, habe ich es geschafft, alleine ins Bodyforming zu gehen. Aber ich schaffe es nicht, irgendwo etwas Neues zu machen. Das braucht für mich ganz viel Mut. Und darum bin ich ganz fest stolz auf mich, dass ich irgendwo in ein neues Nagelstudio gegangen bin. Und ich mache jetzt schnell eine Kurzfassung von dem neuen Nagelstudio. Es ist wirklich so fucking cute gewesen. Also wirklich so herzig. Ja, ich bin zuerst mal reingekommen und ich muss zwar sagen, der einzige Negativpunkt war, dass ich gefühlt wirklich über eine halbe Stunde warten musste, bis ich dran bin, aber es war mir so scheißegal gewesen, weil ich bin so reingekommen und es ist so, dass eine Girl/Frau, ich habe keine Ahnung, wie alt sie, 40 ist sie, glaube ich, ja, schon, ja, okay, Frau, nicht Girl. Sie ist, dann Hoi sagen und hat so, nein, sie ist jünger, ist eigentlich, und hat einfach so mega herzig gesagt, hey, Hoi und so, also einfach so, die erste Attitude und einfach so, ich habe nicht viele Ansprüche gehabt, so, ja, und dann bin ich schon mal so, habe ich mich schon mal wohl gefühlt und auch während ich am Warten war, bin ich nachher ein Dude zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich etwas will trinken und ich so, oh mein Gott, was ist denn da los? Genau, und einfach mega herzig, ja, die dann hat meine Nägel gemacht und so und dann, ja, habe ich mal, also, ich weiss auch nicht, irgendwie, ich bin immer so ein bisschen überfordert, weil ich weiss nicht,
ich bin eigentlich relativ ein gesprächiger Mensch und irgendwie, ich weiß nicht warum, also es ist mir nicht mal mega unangenehm, wenn es jetzt einfach still ist, aber ich habe irgendwie so das Bedürfnis zum Reden, weil ich so das Gefühl habe, ich weiß es auch nicht, ist auch gleich. Und, oh, der Can kommt gerade rein. Was brauchst du? Mein Ladekabel. Gut, kein Problem. Tschüss, ein Gruß vom Can. Kussi. Wo bin ich jetzt gewesen? Also, auf jeden Fall habe ich dann einfach gedacht, ich nehme mal meine Eier in die Hand und ich mache jetzt einfach mal einen Satz. Und habe dann gesagt, hey, mega nice Nagelstudio und so. Und sie so, bist du das erste Mal da? Also, sie ist dann auch recht schnell so gesprächig geworden. Und das habe ich so cool gefunden, weil das habe ich vorher nie gehabt. Also, ich habe dann einmal beim alten Nagelstudio so einen Move mal gemacht. Oder weißt du, mal so ein Witz, einfach so einen scheuchen Joke mal gezogen und er hat einfach nicht gezogen. Er hat wirklich fett nicht gezogen. Es ist einfach so still, so grr, grr. Also wirklich, die Stille war laut gewesen. Ja, auf jeden Fall, sie hat an meinen Jokes gelacht, ich habe an ihren Jokes gelacht, es war so herzig gewesen. Aber nur noch schnell zurück, sie hat dann eben gefragt, ob ich das erste Mal da bin und ich so, ja voll und so. Und sie so, ja, wo bist du denn damals vor gewesen? Also weißt, sie hat dann so ein bisschen gefragt, ja, kommst du in dem Fall nicht von Zürich, sollen wir mal und so. Ja, und ich habe dann einfach meine Lebensgeschichte erzählt von meinem alten Nagelstudio. Also ich habe ausgepackt. Und ich habe dann auch gesagt, wo es ist und so. Und sie so, haha, mega lustig. Eine Schwester von einer guten Kollegin von ihr arbeitet dort. Und ich schon so, nice, bro! Also sie hat so ein bisschen joking gesagt, sie hat auch gesagt, sie kennt die Schwester eigentlich nicht wirklich gut so. Und die Chance, also wie, wir haben beide gesagt, also weißt, ich habe so joked, so ja, dann ist es safe sie gewesen und so. Genau, und dann haben wir so geredet, so herzig sie. So, sie hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt, so, dass sie 2 Kinder hat und dass sie, also einfach mega herzig so, von ihren Träumen und wo sie wohnt und wo sie aufgewachsen ist und ich einfach von meinem Studium erzählt und einfach gar nicht, einfach so, eigentlich in dem Sinne Smalltalk, aber so cute Smalltalk irgendwie. Wir haben so, sie hat auch so ein bisschen erzählt, dass es so ein bisschen Kundinnen gibt, die teilweise übel anstrengend sind und einfach, ja, irgendwie, ich habe mich so wohl gefühlt, das war so herzig. Und dann kommt einfach der Plot-Twist. Dann haben wir ich traue mich nicht ganz so, ja, vielleicht kann ich, ja. Sie hat dann, ja doch, ich sage es jetzt einfach gleich, sie hat eben einen Punkt gesagt, wo ich dann so war, aha. Und zwar haben wir über Berlin geredet. Ich weiß gar nicht, warum ich habe erzählt, dass ich dort im Studium Klassenlager war, whatever. Und sie so, mega lustig. Also ich habe sie gefragt, ob sie erst mal in Berlin war und so. Und sie so, ja voll. Weil eben ihre gute Kollegin und eben ihre Schwester, so, die kommen beide von Berlin. Und dann hat sich mein Zusammensetzen ganz in meinem Kopf, ohne dass ich etwas gesagt habe, zusammengesetzt. Weil in dem Studio, wo ich vorher war, hat es nur jemanden gegeben, der so Deutsch kann und sie hat auch so das hochdeutsche Deutsch gehabt. Also jetzt nicht so irgendwie so ein, einfach so, sie hat so richtig so gesprochen, so, also du hast gemerkt, so, sie hat in Deutschland gewohnt, die ist von Deutschland gekommen, so. Und niemand anders in diesem Studio hat eben Deutsch können. Und ich bin dann so gewesen, okay. Ja, also es ist 100% ihre Schwester gsi, die immer meine Nägel gemacht hat. Und ich habe meine ganze letzte Story erzählt. Also ich habe dann nachher natürlich nicht gesagt so, das ist in dem Fall die Schwester gsi, sondern ich einfach so, okay. Ja, habe ich funny gefunden, wie klein die fucking Welt ist. Weil es ist nicht die gleiche Kette gsi oder irgendwas, also es ist mega random eigentlich. Genau, aber ich bin mega happy und auch so herzig. Am Schluss sagt sie so, ja, eigentlich normalerweise kostet es so viel, aber ich mache dir jetzt einen tieferen Preis. Und ich so, oh mein Gott, nein! Und ich bin eigentlich schon im Kopf gewesen, wo ich will dann ein bisschen Trinkgeld geben. Genau, also wirklich so herzig gewesen. Ich habe ihr dann ein bisschen Trinkgeld gegeben und sie hat sich mega gefreut. Also wirklich so cute. Genau, das war so ein bisschen mein Gossip und alles über das Nagelstudio gewesen. Jetzt kommen wir zum Punkt Open Air St. Gallen. Oh mein Gott, ist das geil gewesen. Ich muss zwar sagen, ich bin nur einen Tag gewesen und es war übel heiß gewesen. Aber ich bin jetzt das zweite Mal im Open Air St. Gallen. Ich bin das letzte Mal im 22 gewesen. Das war actually mein allererstes Festival gewesen damals. Ich bin dann mit dem Adi und der Hannah und dem Can gegangen. Wir sind das vierte gewesen, so ein Double Date. Lol, dort sind sie noch zusammen gewesen und niemand hat gewusst, dass sie zusammen sind. Aber ja, genau. Und jetzt bin ich wieder gewesen. Und ich habe eigentlich gar nicht so viele Erwartungen gehabt, weil, also wie, kann ich zum Beispiel im Frauenfeld ist ja noch ein bisschen mehr der Vibe, weil du dann einfach, also ich bin dann die ganzen 4 Tage dort, ich bin auf dem
auf dem Campinggelände am Schlaf. Also wie die ganze räudige Vibe auch, wo du dann halt in diesen nasty Duschen und so bist. Also wie, es ist ein bisschen was anderes, als wenn du einfach einen Tag ans Festival gehst und dann gehst du nach dem Abend wieder heim. So. Genau, und ich bin dann und ich habe gewusst, ich habe gewusst, dass Nina kommt und ich habe von ein paar Influencer-Friends, also vom Jan, von 20 Minuten habe ich gewusst, oder einfach so sonst noch ein paar Leute, ich muss jetzt nicht alle Namen sagen, ich glaube, ich kenne, also ich weiß nicht, genau, habe ich gewusst, sie sind auch dort und ja, also ich habe dann spontan herausgefunden, dass ein paar Lyon-Leute von meiner Lyon-Friends-Gruppe auch noch dort sind und es ist so ein cooler Vibe gsi, weil man hat dann halt, ich habe mir dann mal den Leon geschrieben, hey, treffen wir uns dort und dort, und dann sind wir also sie sind ja auch alle mit anderen Leuten noch dort gsi, dann sind wir wie so nachher irgendwann eine grosse Gruppe geworden von verschiedenen Leuten, eben Nina und ihre Friends, meine Leon-Leute und jeweils ihre Friends, vom Jan und allen Leuten, einfach so wie, wir sind nachher so eine grosse Gruppe gsi und ich habe das so cool gefunden, also dass sich so meine Friends irgendwie auch gemischt haben und dass ich also Nina mit den Lyon-Leuten verstanden habe. Also sie haben sich, glaube ich, letztes Jahr so einmal gesehen, letztes Jahr an meinem Geburtstag, weil sie ja das Jahr Nina auch nicht war, wegen Hongkong. Und es ist einfach so cool gewesen. Und das ist für mich so unglaublich healing gewesen, weil ich wusste, das ist mir hure unangenehm zum zugeben, aber ich bin jetzt ganz ehrlich mit euch, mich hat das früher so ein bisschen nicht gestört, aber ich habe irgendwie nie so entspannt können damit umgehen, wenn meine Friends sich miteinander so gut verstanden haben. Weil ich habe automatisch immer so ein bisschen dass ich für mich ausgeschlossen Gefühl hatte. Also es macht irgendwie nicht mal so Sinn, aber irgendwie so, ich weiß auch nicht, ich bin einfach so unentspannt gewesen. Also zum einen eben wegen dem Ausschliessen-Gefühl, aber auch aus dem Ding von, ich habe die ganze Zeit den Druck von, ich muss schauen, dass sich alle wohlfühlen und dass ich jetzt nicht irgendwie, also wie, ich bin dann immer zwischen diesen beiden Leuten gestanden. So, ich muss jetzt mit der reden und ich darf ja auch nicht mit der mehr reden als mit der und so. Und ich war so entspannt gewesen. Es war irgendwie so einfach so geil gewesen, wie dynamisch und wie chillig und wie geil die Gruppe ist. Es hat so gut harmoniert, es hat so gut gematcht. Und ich habe es einfach, im Gegenteil, ich habe es richtig geil gefunden und richtig genossen, wie sich meine Friends untereinander verstehen. Also, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich bin so mega glücklich heimgekommen und einfach für mich selber, es war so healing für mich gewesen, das so zu realisieren, dass ich so entspannt bin und dass ich es so geniessen und so geil gefunden habe. Einfach weil ich weiss, dass ich das früher nicht konnte. Ja, also es wäre mal noch spannend, mal wirklich so ein bisschen darüber nachzudenken, wieso dass ich das früher so ein bisschen hatte. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da relaten könnt oder ob ihr das jetzt habt oder früher habt. Vielleicht, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich habe ja auch schon mal vielleicht ein paar schlechte Erfahrungen gemacht, dass neben so Friends sich über mich kennengelernt haben und sich dann zusammen da haben und gegen mich sind so. Und vielleicht ist dann das so ein bisschen tief verankert irgendwie. Aber ja, ich habe es auf jeden Fall zu 100% einfach geniessen. Es war richtig, richtig toll gewesen. Und voll, genau, das ist so Open Air St. Gallen gewesen. Also ich fühle mich gerade so blöd, weil ich so wirklich Stichpunkt nach Stichpunkt mache, aber ich glaube, es ist okay. Wir kommen nämlich zum nächsten Punkt. Und zwar ist ja jetzt für mich eigentlich Ferien und für viele von euch wahrscheinlich jetzt auch bald. Und irgendwie verbindet man Ferien ja immer so ein bisschen mit irgendwo hingehen. Und also das ist etwas, also ich muss ehrlich sagen, die ganzen Punkte sind für mich immer jeweils so eine Lesson, die ich hatte. Und die nächste Lesson war für mich gewesen, dass man gar nicht immer muss in die Ferien gehen muss, um einen geilen Sommer zu haben. Das klingt jetzt irgendwie mega banal. Aber ja gut, ich muss auch sagen, ich wohne jetzt in der Stadt Zürich. Aber ich habe letztes Jahr in der Stadt Zürich gewohnt. Und irgendwie, also, sind wir ehrlich, wenn du in die Ferien gehst, dann bist du doch mega so das Ding von, hey, jeden Abend etwas Geiles erleben und in die Stadt gehen und noch dort in den Club gehen und noch dort irgendwie, weiss doch nicht, in eine Bar gehen und I don't know, man kommt viel mehr auf die Idee, am Abend noch etwas erleben, crazy gehen nachts schwimmen, I don't know. Und irgendwie, wenn du daheim bist, machst du das ja eigentlich nicht. Da bist du meistens dann irgendwie am Abend noch im Bett, am Handy, am Chillen, am Film schauen, egal in welchem Wetter. Und also gut, ich muss sagen, es ist einfacher, weil ich jetzt in der Stadt wohne. Ich glaube, wenn ich im Dorf wohne, dann ist es ja schon mal ein grösserer Aufwand, um jetzt irgendwo hinfahren und etwas erleben. Aber auch dann, ich meine, du kannst ja nur schon einen geilen Spaziergang machen in der Nacht, oder ich weiss doch auch nicht, je nachdem, wo du halt wohnst. Aber ich habe jetzt mit dem Can, also wir haben jetzt wirklich vorgenommen, dass wir jeden Abend rausgehen, irgendetwas erleben, auch wenn es nur laufen gehen ist. Und das ist so ein Gamechanger. Also, keine Ahnung, es fühlt sich so befriedigend irgendwie an, weil es einfach so,
du musst gar nicht irgendwo anders hergehen in die Ferien, um crazy Sachen zu erleben, sondern du kannst ja auch eben deine Ortschaft oder eben bei mir jetzt Zürich als Ferienpoint sehen, weil es gibt so viele geile Sachen, die du in Zürich kannst machen. Ja, wir haben jetzt einfach richtig Bock, zum das so ein bisschen als wie unsere Ferienort gesehen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eben vor, mit der Limat Bötli schwimmen und so. Und jetzt sind wir auch vorgestern das erste Mal einfach um 10:30 oder so Nacht schwimmen. Und das ist so etwas, da kommst du nie auf die Idee, wenn du jetzt die da chillst. Wenn ihr jetzt gerade Abend kennt bei euch, es ist gerade heiß, ich komme jetzt wahrscheinlich nicht auf die Idee, mit eurem Partner, Partnerin oder einfach Kollegen, also Familie oder whatever, Nacht schwimmen. Da kommst du nicht auf die Idee. Auf das kommst du auf die Idee, wenn du in der Ferien bist. Und das war so geil gewesen. Es war so nice gewesen. Und auch sonst schon in dieser Temperatur, Alter, es war so entspannt gewesen, man konnte abkühlen. Aber es ist wirklich, wir sind nach dem nächsten Tag einfach gerade nochmal gegangen, weil wir es so geil gefunden haben. Und das war auf jeden Fall meine Lesson gewesen, dass man einfach auch in der Schweiz und bei seinem Heimatort, oder eben nur schon, wenn ihr jetzt irgendwo eine Stadt in der Nähe habt bei euch, vielleicht jetzt Zürich oder irgendwo Luzern, whatever, einfach mal dort hingehen am Abend und gar nicht immer das Gefühl haben, man muss in die Ferien gehen, jeden Abend müssen etwas erleben. So. Das habe ich geil gefunden. Was haben wir noch? Was gestern abgegangen ist auch wirklich, wirklich crazy. Wirklich crazy. Holy shit. Ich poste morgen noch ein ganzes TikTok dazu. Also auch auf Insta poste ich es auch. Auf Snapchat poste ich es auch. Auf YouTube poste ich es auch. Ich bin ja jetzt überall da aktiv. Ich bin jetzt wirklich seit einem halben Jahr oder so bin ich jetzt regelmäßig auf Snapchat am posten. Und auf YouTube auch. Also ich bin jetzt ein Snapchat-Star, sagt man dem. Oder? Also folgt mir alle mal auf Snapchat und auf YouTube bitte. Nein, aber ich, eben wie gesagt, ich poste jetzt morgen noch den ganzen Vlog, da seht ihr alles drum. Ich will jetzt gar nicht so mega lang erzählen, was ich alles erlebt habe, so ganz kurz zusammengefasst. Aber kurz gesagt, Alter, könnt ihr bitte einfach mal die Videos von Adidas oder das Video, das ich jetzt mache, schnell supporten. Geht jetzt schnell am besten, wenn bei euch schon morgen ist. Ich weiss nicht, wenn ich es poste, vielleicht so um 5 Uhr. Könnt ihr bitte für mich schnell, das würde mir so viel bedeuten, schnell das TikTok liken oder das Video oder das Instagram, schnell kommentieren. Hey Nati, super cooles Video. Yeah, yeah, swaggy swag. Adidas ist geil. Women's Euro ist geil. Nein, gar nicht. Weil ich habe ja schon letzte Woche oder vorletzte Woche davon geredet, dass ich es einfach so absolut geil finde, mit Adidas zusammen zu arbeiten. Es ist wirklich, ich glaube, meine niceste Kooperation, die ich bis jetzt hatte. Und auch, also wirklich, auch was ich jetzt eben, wie gesagt, gestern erleben konnte, ist insane. Wirklich, wirklich insane. Wirklich. Also das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Ich glaube, das wirst, also, ja, eben. Ich erzähle es nur ganz kurz. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, momentan ist gerade Women's Euro in der Schweiz, Alter! Ich bin so hyped, ich finde es so geil. Ja, ich bin jetzt auch regelmäßig alle Matches am schauen. Und auf jeden Fall war gestern der erste Match von Schweiz gegen Norwegen. Und wir haben den live schauen in Basel. Und also das ist ja schon krass. Ich finde ja nur schon den Match schauen, gratis, von Adidas. Das ist ja für mich schon wirklich absolut geil. Aber das ist ja nicht mal alles. Wir sind zuerst mal mit dem Shuttle abgeholt worden. Also wirklich so private. Weißt du, also wie sind auch noch andere Influencer eingeladen worden in den Match. Aber wir hatten wie so nochmal ein Special-Ding. Extra Wurst gehabt, actually. Ich weiss gar nicht warum. Also ja, so, weil ich bin mehr involviert in dieser ganzen Zusammenarbeit. Und ich bin ja auch in der Werbung im Dezember, vielleicht mögt ihr euch erinnern. Aber also, es war einfach crazy gewesen. Sie sind ja vorher schon mega grosszügig gewesen. Ich habe jetzt ein Adidas-Trikot, wo hinten dran Nati-Style steht und vorne so ein Schweizer Kreuz. Nein, es ist so geil, ich kann wirklich nicht mehr. Und jetzt haben sie auf dem Hinweg und mit dem Shuttle gesessen. So, übrigens, wir haben noch Geschenke für euch, so Goodie-Bags, mit so einem Ball drin, mit so einem weiteren Shirt. Alter, nein, mit Schuhen, ich kann nicht mehr, es ist so fucking herzig. So cute. Dann kommen wir dort an und bekommen eine fucking Backstage-Tour, eine Privat-Backstage-Tour. Weißt du, sie haben uns schon gesagt, es gibt eine Backstage-Tour und sich so mega cool und so mega geil. Und ich habe halt gemeint, das ist schon so ein Ding, weißt du, wo so halt, wie man sich eine Tour vorstellt, dass dann so 20 Leute so dabei sind und dann ist vorne eine, die halt so ein bisschen labert. Aber das war literally nur für uns, also für mich und den Can gewesen. Wir sind wirklich so zu viert gewesen, sie von Adidas und halt die
wie sagen wir, der Guide, sie, wo alles so gezeigt hat. Wir sind einfach zu viert am Umwatscheln und sie hat das alles gezeigt. Das ist so crazy. Das ist so fucking krass. Das ist wirklich krass. Und dann hat sie uns einfach ein paar Sachen gezeigt und so. Nein, ich kann nicht mehr. Also ja, wie gesagt, ich sehe es auch nicht im Video. Aber ja. Und das ist ja noch nicht mal alles gewesen. Wir sind dann auch in so eine Pre-Party gegangen, wo es gratis Alkohol gegeben hat und gratis Essen und noch irgendeine Show. Und nachher hat das Spiel angefangen. Und nach... Ah nein, ich muss auch noch... Das ist nicht im Vlog. Ich kann es nicht im Vlog tun. Ich weiss ja gar nicht, ob ich es in der Podcast-Folge erzähle, aber ich muss. Weil das ist das Lustigste von der Woche. Das ist wirklich das Lustigste von der Woche. Behaltet es einfach für euch, okay? Wenn ihr es hört, schnell, fingers crossed wieder. Wir müssen es für uns behalten. Aber es ist so... Nein. Also... es ist, ja, wo fange ich an? Also, vielleicht kennt ihr, wenn ihr ein bisschen den Schweizer Fußball von den Frauen verfolgt, kennt ihr die Lia Welti. Sie ist ja der Dings von der Mannschaft, wie sagt man? Der Boss? Nein, wie sagt man? Fuck, der Captain. Und ich hätte die Möglichkeit gehabt, sie kurz zu treffen und mit ihr ein Selfie machen. Und ich habe mir schon gedacht, so, oh mein Gott, what the fuck, das ist wirklich crazy. Wirklich crazy. Also ich bin schon so gewesen, oh mein Gott. Also weißt du, ich bin fast ein bisschen überfordert gewesen, weil sie so unglaublich grosszügig waren. Ich habe das irgendwie fast nicht annehmen können. Ja, auf jeden Fall hat es wie geheißen, wenn ich den Ball, also sie haben mir so einen kleinen Ball gegeben, dass wenn ich den in der Hand habe, dann checkt Lia Welti dann, dass sie zu mir kommen soll, weil wir haben dann wieder warten. Es sind alle Spielerinnen, also zuerst alle von Norwegen und alle von der Schweiz nachher durchgelaufen. Das ist nur schon krass. Also wirklich, es ist so mega, wirklich maximal exklusiv gewesen. Und ich habe dann den Ball gegeben und ich bin wirklich so ready gestanden, dass sie jetzt zu mir kommt. Und ich muss wissen, es hat noch einen Kameramann gehabt, nebendran, also so ein Videokameramann, der hat irgendwie extra ein Video von dieser ganzen Experience gemacht, dass ich sie jetzt treffe. Und es hat noch eine Fotografin gehabt. Und das war halt noch sie vom Adidas-Team dabei gewesen, der auch mit dem Handy am Filmen war. Der Can war auch am Filmen gewesen. Und ja, also wirklich so 50 Kameras auf mich für die ganze Situation. Ich bin natürlich auch schon mit meinem Handy ready gewesen, zum Selfie machen. Und ich bin literally so mit meinem Ball da gestanden. Und dann kommen langsam so Spielerinnen und dann kommt Lia Welti. Und ich lache sie dann halt so an und sie lacht mich zurück an und läuft einfach straight vorbei. Sie hat es nicht gecheckt. Also, um das schnell zu sagen, ich bin wieder überhaupt nicht böse. Ich finde, also das ist wirklich für mich die lustige Situation von dieser Woche halt gewesen, weil wir davon schon alle so ready sind und es einfach ein Fail war in dem Sinn. Also ich habe mich dann nachher wie umgedreht und sie sind alle so, also wir sind wie so alle so ein bisschen so, und jetzt, also wieso? Aber eben, ich verstehe es komplett. Also wie es ist halt vor dem Match so gewesen, mit mir vorstellen, die Girls sind in dem Moment so hyper fokussiert aufs Spiel und wahrscheinlich auch komplett aufgeregt, dann hast du doch wirklich keine einzige Hirnzelle übrig für irgendeine Drecks-Influencerin, die mit dir ein Selfie will machen. So, ich verstehe es komplett so. Also ich bin überhaupt nicht böse gewesen, so. Darum, ich nehme jetzt nicht, dass sie meine Podcasts hören, aber ganz viel Liebe an dich, ich habe es komplett verstanden. Also ich bin wirklich gar nicht böse gewesen oder irgendwie, keine Ahnung, so sad oder so. Ich habe es cute gefunden, dass wir uns angelächelt haben. Das ist irgendwie, das haben wir gelangt so. Eben, es ist mehr, ich zähle es einfach als lustiges Moment von der Woche, wirklich. Aber ja, so ein bisschen als kleiner Insider für euch, weil, ja, ich glaube, ja, hätte ich das jetzt so auf Social Media oder so gesagt. Ich kann es jetzt wie voll wie ein schlechter Licht stellen, im Gegenteil. Also ich finde es mega cute, wie sie mich angelächelt hat und überhaupt, dass sie so eigentlich... Wahrscheinlich hat sie es einfach nicht gecheckt gehabt, weil ich bin jetzt auch nicht die Person, die halt mega den Schritt auf sie zu machen, sondern ja. Und sie hat im Vorhinein schon gesagt, so, es kann ja auch sein, dass sie dann vielleicht wie gerade zu fest im Fokus ist oder nicht im Mood oder so. Und ich bin dann so, also safe, weißt du, so. Eben wie, für mich ist es schon alles viel zu krass gewesen, dass ich die Backstage-Tour machen kann und einfach sonst so, als wirklich, so, ich bin sonst schon des Todes so dankbar gewesen, das ist für mich wie so, chillen, Leute, also wirklich, ich bin komplett dankbar für alles, also, genau, und nachher hat es ja nochmal etwas gegeben, das Spiel war dann vorbei gewesen, also, ja, und ich durfte dann runtergehen aufs Spielfeld, also nicht aufs Spielfeld selber, aber wie so am Rand dort, und habe den Matchball geschenkt bekommen. Der ist jetzt
dort unten, ich kann eigentlich noch wieder holen, aber ich bin jetzt gerade im Bett. Aber ich kann den fucking Matchball heine. What the fuck? Also der Matchball ist der mit dem, wo sie gespielt haben. Der ist jetzt bei mir im Zimmer. Das ist alles, also wirklich, ich hoffe, ihr checkt, wie grosszügig Adidas ist. Also wirklich ganz, ganz, ganz viel Liebe Adidas. Also wirklich, das ist mit Abstand meine geilste Zusammenarbeit. Muss ich an dieser Stelle einfach schnell sagen, ich glaube, das können auch ihr jetzt wahrscheinlich sagen, das kannst du nicht toppen. Das kannst du nicht toppen. Also, das war so crazy gewesen. Und ich muss es jetzt wirklich einfach an dieser Stelle auch sagen, ich könnte das alles nicht erleben ohne euch. Und ich hoffe, ihr seht gerade, wie fucking dankbar ich für das bin, dass ich das erleben kann. Also, no joke. Das ist für mich so nicht selbstverständlich. Und ich weiss, dass ich das nur wegen euch erleben kann. Darum wirklich fettes Danke an dieser Stelle. An alle, die mich supporten. Also nur schon, dass ich jetzt bis jetzt die Podcast-Folge gehört habe, sorry, jetzt nach fucking geile Sachen. Aber ich bin wirklich so dankbar für den täglichen Support, den ihr mir gebt, für einfach die ganze Unterstützung und dass ich so geile Sachen kann erleben und dann kann mitnehmen bei so Sachen. Das ist so cool. Und ich glaube, bis 16-jährige wenn ich Ihnen das jetzt gerade erzählen, oh mein Gott, ich habe einen Nervenzusammenbruch wahrscheinlich, also einen positiven natürlich, aber ich checke dir, wie insane das eigentlich ist. Ah, mein Gott. Nein, das ist viel, ja. Oh, ich bin gerade ein bisschen emotional. Wir gehen jetzt zum nächsten Thema. Ey, die Woche, es läuft so viel gut. Also wirklich, es war eine richtig krank gute Woche gewesen. Es sind bald Swiss Influencer Awards. Bald. Und es war so lustig gewesen. Wir hatten das Adidas-Event gehabt. Also jetzt nicht das von gestern, sondern ein anderes, wo wir... die Leila war dort auch dabei und ein paar andere. Und ich hoffe, ich darf das schon sagen im Podcast. Sie wird wahrscheinlich dann auch eine Story machen und alles. Aber ich hoffe, es ist okay. Sonst sage ich nicht wo. Dann, ja. Auf jeden Fall hat dann die Leila mich gefragt, ob ich nominiert worden bin beim Swiss Influencer Award. Und ich so, nope, ich habe nichts gehört. Und ich habe dann so, also sie hätte dann ein Mail bekommen, dass sie nominiert sei. Ich sage jetzt nicht in welcher Kategorie. Aber ja, also wie... Eben, für mich ist jetzt, also wie, ja, es ist jetzt nicht ein riesige, also weißt, ich kann jetzt auch damit leben, wenn ich nicht nominiert werde, aber es ist ja wie, ja, es ist wie, wenn du Influencer bist in der Schweiz, gibt es so das eine Event, das Schweizer Swiss Influencer Award, und das ist ja wie so, das ist wie das Zeugnis am Ende von der Schule, checkt ihr? So, ja, und irgendwie... Keine Ahnung, ich habe irgendwie so ein bisschen schüch gehofft, dass ich nominiert werde im Podcast. Weil ich bin letztes Jahr nominiert worden. In der Top 10, aber ich habe es nachher nicht in die Top... Wie viel war es? 4, 3 geschafft. So. Und es ist voll okay gewesen. Aber ich habe einfach in meinem inneren Ich kann ich so denken, es wäre voll cool. Weil irgendwie so den Podcast Award zu gewinnen oder so. Und es ist so random. Also wie, ich habe dann auch gedacht, okay, in dem Fall bin ich jetzt einfach in nichts nominiert, weil... eben die Leila das Mail schon vor Ewigkeit bekommen. Jetzt wache ich heute Morgen auf und ich komme ein Mail über. Und es steht, warte, ich lese vor. Warte schnell. Liebe Nati, herzlichen Glückwunsch. Die Jury hat sich für dich entschieden. Du bist offiziell unter den Top 10 der Kategorie, hebt euch mal fest, Entertainment. What the fuck? Wie geil! Also wie, ihr müsst wissen, Podcast finde ich schon sonst geil, aber Entertainment ist, würde ich sagen, so die krasseste, die klassischste Kategorie, weil die so am beliebtesten ist. Oder wie, also es gibt ja so viele Leute, die Entertainment machen. Also weißt, Podcast ist ja schon so ein bisschen spezifischer. Also dort ist die Chance dann grösser, dass ich in die Top 10 komme. Aber bei Entertainment ist ja wie so, da gibt es Millionen, aber so Tausende von Leuten, die könnten potenziell nominiert sein. Also wie, dort habe ich meine Chance eigentlich gar nicht gesehen, so, sagen wir es so. Darum bin ich so wirklich gerade so gewesen, oh mein Gott, what the fuck? Einfach in der Top 10 von Entertainment. Genau. Und es ist dann so, also wenn ist der Swiss Influencer Award? Am 17. Oktober. Und ich brauche jetzt einfach ein bisschen eure Hilfe, Leute. Weil es gibt ein Community Voting, das zählt zwar nur 30%, also 70% ist die Jurybewertung dann, aber 30% liegt an euch. Ich brauche euren kompletten Support. Ich werde dann, wenn es so weit ist, werde ich auf jeden Fall im Podcast noch sagen. Und sonst folgen mir auf Insta, da tue ich es dann wahrscheinlich 1000-mal in die Story, dass man kann voten gehen. Für mich. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Das wäre insane. Das wäre crazy. Holy fuck. Einfach,
Also nur schon, ich fände es müsste nicht mal gewinnen, aber nur schon in den Top 3 sein und können beim Swiss Influencer Award dabei sein, das wäre insane geil. Das wäre so crazy. Darum, ich gebe euch auf jeden Fall einen Bescheid, wenn ihr in die Tasten reinhauen müsst. Genau. Dann haben wir noch ein letztes Thema auf der Liste. Oh, das ist ein bisschen ein schweres Thema. Ich weiss jetzt gar nicht, wieso ich das am Schluss genommen habe. Aber ich habe eigentlich chronologisch alles erzählt, weil das ist jetzt heute passiert. Das war crazy gewesen. Ich muss wissen, wir sind so, der John und ich, wir sind in einem Café arbeiten. Ich habe eben ein Video geschnitten für Adidas, wo man online kommt. Und wir sind dann auf dem Highway gewesen, im Tram. Und wir mussten umsteigen. Und wie war das gewesen? Wir wollten ins neue Tram steigen. Und du musst ja zuerst warten, bis die Leute rauskommen. Und wir sind so wirklich am Warten gewesen. Und vor uns, also es war so eine Frau, die aussteigen wollte. Und sie schaut literally mich an, aber nicht, sie schaut wie durch mich durch. Und du merkst, der geht es gar nicht gut. Sie hat sich schon an einer anderen Frau gehebt. Und das klingt jetzt vielleicht schnell blöd, aber ich habe gemeint, dass sie irgendwie drunk ist oder irgendwie so. Oder ich weiß doch nicht, weißt du, dass sie vielleicht irgendwie eingeschränkt ist oder irgendwie, weiß doch nicht, aber sie hat sich wie so mega speziell verhalten. Ich konnte es voll nicht einordnen am Anfang. Es ist ja wie so, also das ist jetzt gerade, das sind jetzt gerade Gedanken von innerhalb 2 Sekunden. Und die Frau kippt hinter sie um. Wirklich also so, also wie sie hat auch die Frau, die sie gekippt hat sie gar nicht gekannt. Das war wie so eine Reaction von keine Ahnung was. Und die hat ja mich angeschaut und ich habe in ihrem Gesicht gesehen, wie sagen wir denn? Wie ihr Geist ihren Körper kurz verlässt, so gefühlt. Nein, das ist ja gerade zu böse, als wäre sie... Nein. Nicht die falschen Worte in dem menschlichen Thema. Aber es ist auf jeden Fall rückwärts auf den Kopf gefallen und es hat richtig laut geknallt. Das ist also wirklich... der Can und ich, wir sind ja gerade so komplett perplex gewesen. Und auch alle Leute, also wie es hat ja ein paar Leute gehabt, die auch im Tram noch waren, die außer am Warten waren. Und wir sind gerade, wir sind gerade wirklich für so 2-3 Sekunden alle schnell so da gestanden, so ultra schockiert gewesen, weil also wie, ich weiß auch nicht, weil du hast kurz müssen schnell darauf klarkommen. Und wir sind ja wie alle gerade so perplex gewesen von «Fuck, was machst du in dem Moment?» So, also logisch sind dann gerade auch 2 zu der Frau selber gerannt und haben sie gerade aufgestützt, weil sie ist wirklich hart auf den Kopf gefallen, so auf den Hinterkopf, es hat richtig laut geknallt und es war mega knapp an einem Stuhl gewesen, also sie hatte richtig Glück gehabt auch. Aber wir sind gerade alle so gewesen, «Okay, was machst du jetzt?» Seitenlage, also wir wirklich so für 2-3 Sekunden gerade alle mega perplex gewesen und nachher ist es aber recht schnell gegangen. Can hat sofort die Ambulanz angerufen, eine andere Frau hat auch gerade die Ambulanz angerufen. Jemand hat umgeschaut, hat jemand Wasser? Wir haben sie gerade aufgestützt. Eine Frau hat gerade den Fächer gezogen, ich habe auch meinen Fächer gezogen und habe sie belüftet. Wir haben sie dann aus dem Tram geholt und auf ein Bänkchen gesetzt. Ich habe noch ihre Tasche genommen, weil sie sie sonst vergessen hat. Also es ist gerade alles so schnell gegangen und ich habe noch nie so eine Situation erlebt, weil keine Ahnung, das kennst du sonst von Filmen oder von Erzählungen und im rationalen Ding weisst ja, was du vielleicht so machen solltest. Also im Nachhinein habe ich tausende Gedanken gehabt, was ich hätte in dem Moment machen konnte. Ich hätte ihre Füße nehmen und weißt, so die auflagern, damit das Blut zurückkommt, weil sie hat wahrscheinlich ist umgekippt wegen der Hitze. Aber wie, in dem Moment bist du so perplex. Und auch, als sie umgekehrt ist, weißt du, also das klingt jetzt mega blöd, ist gar nicht mehr auf die Idee gekommen, um sie zu fangen, weil es einfach so eine, also weil es wahrscheinlich auch gerade niemand, also weißt du, es ist einfach so schnell gegangen, dass du erwartest ja nicht im Alltag, dass jemand umgeht. Darum ist auch wie, gerade niemand gerade so hat sie gar können fangen. Also wie, für mich war das so eine krasse Erfahrung gewesen. Und was ich aber wirklich positiv muss sagen, es ist crazy, die Zivilcourage, wirklich crazy. Es sind so viele Leute helfen gekommen. Eben, wir sind das zweite mit dem Fächer gestanden, also sie ist dann nachher wieder zu sich gekommen und ist aufgestanden, wir haben sie dann aufs Bänkchen gebracht und haben mit ihr geredet. Leute haben ihr Wasser angeboten. Ein Mann, so herzig, ist extra zum Kiosk gegangen, hat ihre Schoki, Bananen und ein Cola gekauft. Also wirklich, die Zivilcourage ist insane gut gewesen. Und also wie, soll jetzt irgendwie doof, aber von Zürich erwartest du jetzt vielleicht am wenigsten noch von der Schweiz. No blame, so an Zürich. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht checken wir das. Darum, ich bin wirklich so positiv überrascht gewesen. Es war so
cute gewesen von allen Leuten, wie alle so geholfen haben. Und wir haben dann einfach noch so zu 5 oder so, haben wir noch gewartet, bis dann die Ambulanz gekommen ist. So. Die ist relativ schnell gekommen, so 10 Minuten. Und haben sie dann können abgeben. Und dann war alles gut gewesen. Und also wirklich, ja, das muss ich wirklich sagen, das ist auch ein Learning. Also ja, das Learning. Einfach das zu sehen. Voll. Und vielleicht auch als Message an euch, wenn ihr das irgendwo seht, dann schaut nicht weg, auch wenn wir irgendwie alle so ein bisschen, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich merke so, in der heutigen Zeit ist man so ein bisschen darauf spezialisiert worden, dass man anfängt, die Leute zu ignorieren, weil es einfach oftmals passiert, dass man irgendwie von weirden Leuten angesprochen wird. Also ich merke es jetzt gerade bei mir, seit ich in Zürich wohne, bin ich viel mehr am Leute ignorieren. Das klingt jetzt irgendwie mega böse, aber du wirst halt viel mehr eben so vielleicht ein bisschen von komischen, speziellen Leuten angesprochen, wo du dich einfach schnell unsicher fühlst. Also zusammen zum Beispiel wirklich, gerade vorgestern, hat so in der Nähe von meiner Haustür, sage ich mal, hat so ein Dude gewartet. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, er war auf irgendeiner Droge gewesen. Und ja, ich weiß nicht, ob das böse klingt, aber er war wahrscheinlich obdachlos gewesen. Das sind jetzt wirklich böse, aber ja. Und er hat dann, ich hatte einen Kopfhörer drin und er ist dann, hat mir wie den Weg abschneiden, um mit mir zu reden. Aber nicht so, also wie, nicht jetzt mäßig zu mir fragen, hey, hast du ein bisschen Münze? Also weißt du, so, sondern so, dass ich mich komplett nicht comfortable gefühlt habe. Also wie, dass ich eigentlich nur aus dem Weg wollte, gar nicht ignorieren. Und ich habe nur durch die Kopfhörer noch gehört, wie er mir so mega nachschreit und so. Und das sind wie so genau so Momente, von diesen Leuten gehst du einfach aus dem Weg. Und ich merke wie, dass ich so durch so Erfahrungen dann viel mehr in die Position gehe, wo ich so Leute und einfach Sachen ignoriere. Ja, und ja, keine Ahnung, also vielleicht checken, was ich meine. Aber einfach, ich finde es so wichtig, dass man gerade bei so Sachen, dass man so passiert, wenn so Sachen passieren, dass man in dem Moment schnell wirklich das menschliche Hirn einstellt und hilft. Auch wenn man in dem Moment vielleicht einen Termin hat, der wichtig ist, oder dass man dann zumindest schaut, dass es andere Leute hat, hey, dort ist etwas passiert und schnell Ambulanz anruft. Einfach wirklich die wichtigsten Sachen machen, weil so Gesundheit wirklich wichtiger als irgendein Dreckstermin, so, auch wenn es jemand anderes ist, den ich halt nicht kenne. Aber ja, ich weiß auch nicht, voll. Das habe ich irgendwie heute so schön gefunden, also schön, so das zu sehen, dass wirklich so eine krasse Zivilcourage da ist und so viele Leute geholfen haben und ja, das habe ich mega, mega schön gefunden. Genau, darum meine Message an euch, wenn ihr so etwas seht, geht wirklich helfen. Und auch so kleine Sachen, eben so Leute, ich weiss auch nicht, ja, bei Kleinigkeiten helfen, wenn ihr irgendwie ein altes Omi gesehen mit viel Gepäck, dann gehen wir fragen, ob man so etwas abnehmen kann oder weiss doch nicht. Das muss ich einfach ehrlich sagen, das habe ich mega durch den Can gelernt. Ich weiss gar nicht, wieso ich das früher nicht so hatte. Ich weiss gar nicht, warum. Vielleicht bin ich da auch irgendwie wieder so ein Introvert und der Can halt komplett nicht. Also der ist wirklich so ein Mensch, wie ein Vorbildsschwiegersohn, Alter, wo so einfach so, eben so Leute, wenn so ältere Leute so irgendwie aufs Tram steigen oder es ist dann so ein bisschen höhere Dings, so, kann ich ihnen helfen? Einfach so, er ist so übel der. Das ist crazy und das habe ich mega von ihm, also ich habe mega von ihm können viel lernen, was das angeht. Und ja, bei so Kleinigkeiten auch Zivilcourage zeigen. Oder einfach mal schnell, wenn irgendjemand so ein bisschen aussieht, als wäre er traurig, einfach mal schnell fragen, hey, geht's gut, brauchst du etwas, kann ich dir schnell helfen? Weiss doch nicht, einfach so kleine Sachen. Genau. Ja, das wäre schon alles gewesen, was ich diese Woche erlebt habe. Es war auf jeden Fall sehr viel gewesen. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Schreibt in die Kommentare, was ihr so... Komm, jetzt machen wir es jetzt dreimal, das spielen wir um. Was war das Krasseste gewesen, oder das grösste Learning von der letzten Woche von euch, von den letzten 7 Tagen oder so. Ich finde das so spannend, von anderen Leuten zu hören, so das Learning von der Woche. Also wirklich, bitte, schreibt in die Kommentare das Learning von der Woche. Auch wenn es etwas Kleines ist, so von irgendeiner Erfahrung, von etwas Schönes, etwas Trauriges, keine Ahnung was. Schreibt in die Kommentare, was ist euer Learning von der Woche. Können wir das aber jetzt jede Woche machen? Ich finde das super geil, ich liebe das zu lesen. Oh mein Gott, sorry, gerade Aufstoß gehabt. Aber ja, ich muss jetzt die Podcast-Folge beenden. Ich habe gottlos heiß. Wir müssen das Fenster da wieder aufmachen. Und ich bin da unter der Decke.
Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Vergesst nicht, meinen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung zu geben. Und vergesst nicht, mein Adidas-Video mal zu liken, also bitte. Ja, und ich habe jetzt meine Fresse und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.